sehe nichts. System reaktiviert. Drohnen in der Luft! Ja, so, servus, grüß euch und habe die Ehre, ich begrüße euch zu einem neuen Video zur Division 2. Heute habe ich ein exklusives Bild, wo ich mir zuerst überlegt habe, bringe ich das oder bringe ich es nicht, aber ich muss sagen, ich bringe es jetzt trotzdem einmal. Ist eigentlich gedacht gewesen als Gruppenbild und ja, ist aber irgendwie dann ganz was anderes geworden. Habe ich so theoretisch noch nicht gesehen und ich muss sagen, schaut sich euch an, ist interessant und lustig zum Spielen. Jeder wird sagen, oh mein Gott, kann man gerade das Zeug zusammenbauen, aber ich habe es probiert auf Heroisch mit 3 Direktiven, habe so einen Konvoi gemacht mit der Black Task, hat wunderbar hingehauen. Ein bisschen ein Dusel gehört auch dazu, weil ich nicht so geübt bin mit mit der Art von Set, ja. Aber ich denke, wenn einer gern ein Skill-Bild spielt, dann ist vielleicht schon was für ihn, wenn man nicht nur in der Ecke sitzen mag und warten, ähm, ja, bis die Fertigkeiten alles kaputt gemacht haben, sozusagen. Ja, also ich habe jetzt also ein Status-Skill-Bild gebaut. Kann man so sagen. Also, schaut es euch an, baut es nach, probiert es einmal, schreibt es mir in die Kommentare unten rein, ob es gut ist oder schlecht ist oder Kasperltheater. Und da ich sage mal, packen wir's! Jo, spielen wir das Ding mit Überlebensexperten. Oh Wunder, den hab Fate wollt's nicht oft drin. Aber bringt einige Vorteile, dadurch auch Gruppenbild, weil, so, du hast mit dem Überlebensexperten 10% höheren Schutz vor Elite-Gegner. Ist nicht viel, aber besser wie nix. Reparaturkits gelten auch für Gruppenmitglieder. Ein bisschen ein Hänger drin, ich bin noch nicht so ganz fit heute. 15% höhere Fremdheilung, also wenn du einen Tee holst, reanimated praktisch sozusagen, geht das schneller. Was noch wichtig ist, das Töten von Gegnern, die unter einem Einfluss von Statuseffekten stehen, fügt der Munitionsleiste ihrer Gruppe 3 hinzu. Das ist wieder geschissen übersetzt. Ausgenommen sind individuelle Waffen, also in die Spezialwaffen, da kriegt man dann nichts. Ja, dann das Ganze einstellen auf Sturmgewehr und Schrotflinte. Wie ich gerade sehe, ich habe da was verkehrt. Da schaut er das an, jetzt habe ich alles weggert. Also wir brauchen eine Schrotflinte, wir brauchen ein Sturmgewehr, wir brauchen eine Pistole. Das Ding da mal dazu. So, Gruppenmitglieder erhalten 10% extra Schaden für Ziele mit Statuseffekten, ist gut. Erhalten sie in der Deckung zu Deckung Bewegung 5 Schuss Munition pro Waffe, ist auch gut. Dann haben wir, während sie in der Deckung sind, gewinnen sie 10% Fertigkeiten-Tempo, ganz gut. 50% Widerstand gegen Impulsgeber, nicht schlecht, brauchen wir aber nicht. Da die Heiler-Mine, da brauchen wir auch nicht wirklich. Das habe ich vorhin schon gesagt, das Töten von Gegnern, die unter einem Einfluss von Statuseffekten stehen, fügt der Munitionsleiste ihrer Gruppe 3 hinzu. Also 3 Kugeln wahrscheinlich, keine Ahnung. 10% mehr individueller Waffenschaden. Das ist auch nicht verkehrt. Da haben wir 40% mehr Waffenschaden, wenn man alles ausbaut. Ja, dann haben wir die Brandgranate, dann haben wir Fremdheilung, was besser. Und Schutz für Elite bauen wir ganz aus. Und eben Reparaturkits, die auch für Gruppenmitglieder sein. So, jetzt bin ich durch. Ist nicht so einfach für mich. So, dann haben wir das Bild. Ja, jetzt wandert man mal woanders hin. Sonst schubst man wieder, oder? So, das Bild.
Schaut so aus. Wichtig ist die Scorpio. Ja, was die kann, weiß ich nicht. Wisst ihr, denke ich mal. Hast 8 Kugeln, sprich 7, ich habe 8, wegen der Uhr. Ähm, Gift, verschwommene Sicht, Schock und Ziel bei der 7. Kugel nimmt das Ziel 20% mehr Schaden an, egal von welcher Quelle. Dann coole Effekte. Dann haben wir die Niedertracht, hat dann Fertigkeitsrang, Statuseffekte, Fertigkeitstempo habe ich drauf da. Und die Niedertracht macht folgendes: Das tut bei jedem Ad, wo ein Statuseffekt drauf ist, nochmal einen Statuseffekt dazu. Und macht dann auch ein bisschen Schaden. Ganz lustig, würde ich mal sagen. Dann habe ich Palisade Stahlwerke, dass wenn es einen umwichst, ja, wir ein bisschen Rüstung retour kriegen. Rüstung durch Kills sozusagen, egal mit was das umhaust, kriegst du eine Rüstung zurück, wo es dann auch zum Überlegen ist, ob man nicht einen Richtschützen dazu nimmt, da das Zeug alles schneller schießen und man kriegt noch ein bisschen mehr Rüstung zurück. Ich habe es jetzt einmal eben mit dem Überlegungsexperten gemacht, eben weil die anderen ganzen Gruppenboni dabei sind. Wenn einer solo mit dem Beutel spielt, soll er vielleicht einen Richtschützen hernehmen. Mal schauen. Ich habe es jetzt so gemacht. So, da haben wir auch wieder Fertigkeitstempo, Statuseffekte und Fertigkeitstempo. Ist noch nicht ganz ausgerollt. Material ausgegangen, ganz klar. Dann haben wir 4-mal Eclipse-Bild. Ich habe noch nie was gebaut mit einem Eclipse-Bild, aber jetzt habe ich es einmal probiert. Und zwar 15% Statuseffekte bei 2 Teilen, Fertigkeitstempo, nochmal 30% Gefahrenschutz, nicht falsch. Und dann haben wir bei 4 Teilen, ihre Statuseffekte übertragen sich bei einer Tötung auf alle anderen Gegner in einem Umkreis von 10 Metern und erneuern 50% der Wirkzeit. So, Niedertracht haben wir. Dann haben wir Scorpio, also alles voll belegt mit Statuseffekten. Und dann fällt einer um, dann übertragt sich das auf die anderen weiter und verlängert Wirkzeit nochmal um die Hälfte. Haut gut hin, muss ich sagen. So, dann haben wir die Brust haben wir da an. Da erhöht sich die Reichweite von indirekter Übertragung von 10 auf 15 Meter und die Wahrscheinlichkeit der Erneuerung von 50 auf 75%. Also ja, dass das überspringt und sich die Wirkzeit erneuert, 75%, ist schon was Gutes. Und ich habe auch die Brust absichtlich genommen und nichts anderes nicht eine da, weil 15 Meter ist schon ein wenig Scheiben. Und wenn du allein spielst und die recht streng haben, weil es das nicht erwischt, ist gescheiter, einen größeren Radius zu haben. Ist überlebenswert. Oder fördert das Überleben, so rum. So, dann haben wir noch Eclipse-Protokoll. Handschuhe. Wieder Statuseffekt drauf. Wieder Statuseffekt drauf. Und beim Holster auch Statuseffekt drauf. Also haben wir Full Statuseffekt. Jetzt muss ich selber mal nachschauen, weiß nicht was. Chance und Schaden, das ist alles bei dem Bild völlig wurscht. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo der ganze Krampf da steht. Eclipse, Rüstung, bla, das da. Fertigkeitstempo, Auffülltempo 2,6, paar Ladungen, ja, da habe ich null Ahnung von dem, weil ich einfach das nicht so falsch bei. Ich tue das jetzt einfach einmal scrollen, dass man es da vielleicht einmal sieht. Der eine oder andere weiß dann, wo er hinschauen muss. Ich muss sagen, ich weiß das nicht, weil ich einfach absolut kein Skill-Bildspieler bin. Ich habe das vorhin probiert, das sieht man dann auch im eingespielten Trailer von Drohduiden. Hat man gesehen, so muss ich sagen. Ja, dann, wenn ich spielen kann mit dem Set, dann kann es ja jeder. Heroisch 3 Direktiven habe ich probiert, funktioniert. Fertigkeitstempo 70%. Jetzt darf mich gerade interessieren, wo das steht, wie viel Statuseffekt das irgendwo drin ist. Ja, scheiße, oder? Steht da bestimmt irgendwo. Wirkzeit? Das ist Fertigkeitsrang 6 haben wir natürlich. Ja. Ladungen 18, das ist vom Drohnenstock. Sakra. Widerstand, Schutz für Elite 10, Widerstand gegen 50, Gefahrenschutz 50. Ups. Ja, ich komme nicht drauf, was steht. Helft's mir, schreibt's mir in die Kommentare, wo der Schwachsinn steht, wie viel da ich Statuseffekt jetzt letztendlich habe. Dann müsste es eigentlich jetzt halt einfach so zusammenzahlen. Ja, 10. Haben wir da, muss ich selber nachrechnen, CD, Statuseffekt. Dann haben wir
Ja gut, jetzt sagen wir mal auch 10, also sind es 20. Haben wir 30%, 40%, 50%, 60% Statuseffekte. Und dann können wir da noch mit 75%, weil wir da haben auch noch mit Statuseffekte drin. Ja, funktioniert ganz gut. So, Skill habe ich drin, ein Stechertroner, weil der hat auch wieder Statuseffekt blutende Wunde. Und dann habe ich blind, ist auch ein Statuseffekt. Also wenn es mit dem Glühwürmchen eins trifft, da kommt immer das dazu, das Ätzende von der Niedertracht, von der Maske. Also wie gesagt, egal was du hernimmst, du hast praktisch immer den Effekt von der Niedertracht mit drauf. Und das macht das Bild doch recht interessant zum Spielen. In dem Fall da ich mal sagen, baut es noch, ist gar nicht so schwierig zum Farmen, kann man auch frei craften. Was ein bisschen lustig ist, ist der Rucksack da. Was ich jetzt noch sagen muss, da habe ich ein Talent drauf. Das Anwenden eines Statuseffekts erhöht den gesamten Waffenschaden um 20 Sekunden lang um 18%. Dass ich halt ein bisschen einen Schaden mit meiner Scorpio auch noch zusammenbringe, habe ich halt das gemacht. Ja, da kann man vielleicht andere Varianten einnehmen. Ich habe mich für die entschieden. Und wie gesagt, ja, wenn euch das Video gefallen hat und das Bild, lasst mir ein Like da, abonniert mich. Ich möchte im August nur die 500 schaffen, bleibt mir ein bisschen dabei. Also bis zum nächsten Mal, habe die Ehre. Schwere Verwundung entdeckt. Wir verteidigen uns. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Fühlt sich gut an. Verbündete Kämpfer in der Nähe.